Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ihr wisst es vielleicht, ich liebe solche grossen Journalkarten, so in diesem Stil. Genau, und ich habe mir vorgestellt, für unserem Journal möchte ich gerne solche Karten machen, wo wir dann aber so reinkleben und das dann so als Flip oder als Tag, das weiß ich jetzt noch nicht genau, irgend so etwas in diesem Stil brauchen. Und das bedeutet, ich brauche eine hochformatige Karte. Solche hier gehen definitiv nicht. Also, ich habe immer noch von diesen Eco-Dyeing-Kärtchen, die ich hier gemacht habe. Und die sehen doch super aus. Ich möchte gerne etwas mit Schablonen machen. Ich möchte gerne ein bisschen stempeln. Ich möchte gerne ein bisschen Washi-Tape brauchen und irgendwelche Kleberli. Und dann kommt doch das sicher gut. Dann suchen wir doch mal eine schöne Schablone. Oder 2 oder 3, irgendetwas, das gut passt. Oh, die hier. Die finde ich gerade super. Ürli, passt Ürli? Ich weiß nicht so genau. Vielleicht irgendwas schöne, grosse Blumen. Also probieren wir doch einfach mal aus, was da so alles geht, wie das dann so aussieht. Schrift, so, nein, warte jetzt, so, das ist ja alles verkehrt. Also, und welche Farbe? Da könnten wir irgendetwas gräulich, bläulich. So, also, wenn ich dann mal alles finde, ich denke, ich nehme mal das Blau und dann nehme ich für das ein Kosmetikbürstchen. Und dann tun wir doch einfach mal loslegen. Ich will das auch ein bisschen unregelmäßig haben, nicht total dunkel. Sondern wirklich noch so einen ganz feinen Hintergrund. So was! Oh! Hey! Das sieht obercool aus. Hm? So, und dann hier könnten wir sowas nehmen. Und vielleicht das da. Da auch, es soll wirklich nur ganz feiner Hintergrund sein. Upsi. Sehen wir überhaupt etwas? Oh ja. Ja, ganz fein. Ja, das gefällt mir. Sehr schön. Und so, dass es wirklich mit dem Hintergrund so ein bisschen, ja, wie kann man sagen, richtig zusammenspielt. Da hat es jetzt irgendwie so ein Violett drin. Ja. Ich glaube, es kommt gut. Es kommt, glaube ich, wirklich gut. So, oh, das gefällt mir. Am liebsten würde ich die gerade so lassen. So, da könnten wir noch etwas
in schwarz machen. Gleich noch die Öhrchen. Oh, probiere es doch einfach. Ich nehme jetzt schwarz und das, was hier pink dran hat. Mal schauen, ob das irgendwie so ein kleines Gemisch gibt. Aha, doch, irgendwie noch so. Noch okay, das da nehmen wir noch mit. Und dann könnte man da noch. So. Oh, doch, mal, das gefällt mir also schon noch recht gut. Jetzt haben wir noch eins. Was machen wir noch? Rose. Nein, komm, keine Rose. Lieber hier irgend so ein Müsterli. Irgend sowas. Und ich glaube, wir haben auch wieder etwas Brünscheliges. Und das Ganze auch nochmal andeutungsweise. Vor allem gegen aussen, ein bisschen auslaufend. So, ganz fein. Sehr schön, gefällt mir. So, dass wir überall wieder den richtigen Deckel haben. So, also jetzt werden die natürlich rundum noch irgendwie geinkt. So, liegt. Obwohl die zum Teil natürlich auch schon so ein schönes Rändchen haben lassen. Ein bisschen schauen, dass wir das ein bisschen anpassen. Da mache ich jetzt wirklich nicht viel, weil das ja schon so einen schönen dunklen Rand hat. So, bei dem nehme ich jetzt auch gerade Blau für den Rand, weil das hier auch gerade so schönes Blau drin hat. Ich finde, das passt doch noch gerade ganz gut. So und so und da. Und da. Was haben wir da? Noch ein Pink. Oder so. Violett oder rosa oder was ist das für eine Farbe? Ich weiß es wirklich nicht. So, ganz feines Rändchen nochmal. Und da nehmen wir ein Blau. Blau, blau, blau. Wo bist du? So. Da mache ich jetzt auch nicht zu viel. So, die gefallen mir ganz gut.
Und dann kleben wir doch jetzt da einfach irgendetwas drauf. Die Frage ist was? Da habe ich so ein cooles Riesenwaschi-Tape, wo man einfach so Fetzen kann abnehmen und einfach irgendwie aufkleben. So, zum Beispiel. Die haben immer so fest. Oh, das wird doch da gut aussehen. Ha. Das ist ein bisschen mühsam. So, aha. Und da haben wir noch ein anderes, auch so ein grosses. Mit Rosen. Sehr hübsch. Ein bisschen Rosen und ein bisschen Geschriebenes. Und ein bisschen Sommervögel. Passt doch alles wie angegossen. Und dann haben wir hier noch, oh, noch mehr Sommervögel. So. Das Schöne bei dem Washi-Tape finde ich eben auch immer, dass das dann so ein bisschen leicht durchsichtig ist. Und man das hinten dran auch immer noch wieder ein bisschen sieht durch den Schimmer, je nachdem, was es dann natürlich ist. Das ist noch schön. Auch mit Sommervögeln. Schwalbenschwanz. Die haben wir immer im Garten gehabt. Immer auf dem Matschikraut haben die ihre Eier abgelegt. Und nachher haben wir dort immer wunderschöne Schwalbenschwänze gehabt. So. Oh. Voilà. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Oh, das da. Das schöne Blumige wieder mit Gold. Das ist so Gold dran. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Könnte man das aber so? Oh ja, schau mal, das kann man sogar so drauf machen. Prima. Und das ist nämlich noch eins für den höheren Weg. Das ist ja gerade perfekt. So. Oh, schön. Da würde auch noch hier drauf passen. So, da ist auch nicht gut. Das steht ein bisschen drüber. Muss noch weg. So. Und jetzt das werde ich noch da.
Jetzt könnten wir auch noch ein bisschen stempeln. So. Das ist doch was Hübsches. So. Upsi. Oh ja, schau mal. Sehr schön. Das ist ein hübsches Blümchen. Da auch noch. Da passt es doch auch noch drauf. So. Was haben wir noch? Das Blümchen ist auch noch so ein schönes. Oh ja. Hey, das gefällt mir schon mega gut. So. Hm. Da geben wir so ein bisschen wie einen Rahmen. Und dann mal schauen, was wir in der Mitte dann für einen Focal Point machen. Und da mal, da passen die auch. So. Jetzt hätte ich doch eigentlich noch irgendetwas wie ein Label oder so wollen. Da, irgend sowas. So ein Billett. Ja. So. Oh ja. Genau. Und da hätten wir noch einen Poststempel. Das passt doch auch noch gerade gut. Oh, muss das so sein? Ich glaube schon. So. Da fehlt noch ein bisschen etwas, hä? Ah. Kommt immer der noch. So. Da braucht es noch ein bisschen was. Und da und da. Die finde ich eigentlich schon recht gut. Ah, wie wäre es denn mit einer Feder? Oder ist das völlig kitschig? Keine Ahnung. Komm, wir probieren es einfach aus. Probieren, geht überstudieren, aber ich nehme eine andere Farbe. Ich nehme das hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das noch könnte gut kommen. Yeah! Doch! Ich finde es cool. Das sieht schön aus.
Da mag das auch noch gerade ein bisschen drauf. So. Und da. Mal, die Farbe ist gut, die hat es hier auch in diesen Blumen. So. Ah, irgendwas muss da dort noch. Habe ich das Gefühl. Und da passt es auch gerade. Weg das Sommervögel. So. Ja, das gefällt mir doch. So, aber irgendein Blümchen oder etwas. So wie zum Beispiel das da. So, noch so ein bisschen füllen. Hier zum Beispiel. Genau. Oder wo noch? Da kommt man noch. Genau. Und da. Ja, das ist ein ganz herziges, schnusiges Blümchen. Ich weiss, ich bin wieder ein bisschen drüber. Bei mir muss alles komplett überstempelt sein und ausgefüllt und ich weiss doch auch nicht was. Aber mir gefällt das. Ich finde das obercool. So. Da darfst du auch noch ein bisschen etwas haben. Also. Und so. So. Hey, wow. Ich finde die obercool, die gefallen mir mega gut. Und ich finde, hey, passen die zu unserem Journal oder nicht? Ich finde, sie passen voll gut. Ja, wie könnten wir jetzt die rein tun? So, das würde doch super passen. Und sollen wir das jetzt als Tag einfach etwas darunter stecken kann? Ich glaube schon. Ich glaube, das dürfen wir. Ich glaube, der Tacky Glue ist da unser Freund für solche Geschichten. So, ich tue da jetzt einen breiteren Streifen, damit ihr das auch wirklich gut habt. Ja. Ah, die gefallen mir. Die gefallen mir so gut. Ah, jetzt hätten wir doch noch Leberli drauf tun, von denen hier. Aber hey, ich glaube, es braucht es jetzt gar nicht. Ich glaube, es braucht es überhaupt nicht. Jetzt haben wir das so ausgefüllt. Anstatt die Federn hat man jetzt da irgend sowas drauf tun. Genau, aber ich glaube, das ist total in Ordnung so. So, und dann da haben wir auch auf dem rosaroten oder da auf dem, nein, das sieht da fast ein bisschen besser aus, aber könnten wir so. Oder wenn wir da eins zum Aufklappen machen. Wer hätte ich da nur mit Washi-Tape? Wir können es probieren. Dann schneide ich da jetzt aber schön gerade ab. So. Und jetzt so. So, dann kleben wir es da drauf. Voilà. So. Und dann
So. Nein. So weiter rein. Ah. So, so ist gut. So ist mehr oder weniger gerade. Mama, das hebt wunderbar. So. Gut. Zack und zack. Sehr hübsch. Und dann da hinten noch. So ganz hinten. Wie wäre das da ganz hinten? So. Das. Und etwa nicht so drauf an, he? So. Und das könnten wir da so als Tag hineinkleben. Also komm, machen wir doch das. So. Voilà. Dass es so ein bisschen wellelt. So. Doch, ich glaube, das ist gut. Das ist doch super rausgekommen. Hm? So, und wo ist das andere? Da. Hm? Einmal so und einmal so. Hey, ich finde die wunderbar und ich kann man auch sonst als Kärtchen benutzen oder sonst irgendwas. Und die sind so schnell gemacht, mit so wenig Aufwand und mit so wenig Material. Und ich finde, die sehen genial aus. Gefallen sie euch auch? Habt ihr auch schon mal etwas in dieser Art gemacht? Oder wollt ihr die gerade nachbasteln? Es würde mich mega freuen, von euch irgendetwas zu hören. Schreibt es mir doch in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!